Hallo ihr Lieben und willkommen in der ersten Rauhnacht des neuen Jahres. Wie ich schon vorher erklärt hatte, also in dem Video von gestern erklärt habe, möchte ich ja mal kurz auf die Numerologie des Jahres eingehen. Und zwar ist es das Jahr 2024, was die Numerologie 8 betrifft. Und 8 hat so ein paar Aspekte darin. An erster Stelle ist natürlich für Leute, die sich ein bisschen mit der Symbolik befassen, stellen Sie fest, dass es das Zeichen der Lemniskate ist. Also wenn sie umliegt, ist es das Zeichen der Unendlichkeit. Und sie spricht also das Thema an, das ich ja schon vorher aufgegriffen habe, von wegen, dass man sehr oft dieselben Erfahrungen macht, sondern aber dass es darauf ankommt, wie wir mit diesen ähnlichen Erfahrungen dann mit der Zeit umgehen. Und insofern hat es also sehr viel auch mit Mustern zu tun. Es geht aber nicht darum, dass man in diesen Mustern drin bleibt, sondern dass man diese Muster eben durchbricht, dass man neue Muster, die gesünder sind, aufsetzt und beziehungsweise die Muster erkennt, die alten Muster und Glaubensmuster heilt und neue, nützlichere und gesündere Versionen aufsetzt. Und auf der anderen Seite steht aber damit auch der Aspekt im Raume der Prioritäten. Das heißt, dass man eben halt Prioritäten setzt. Und wenn man so ein bisschen so den Weg unserer Rauhnächte anschaut, ist das immer wieder so unterschwellig, sage ich mal, so ein Thema. Das heißt, wenn ich sage, ich setze mir ein Ziel und ich erkläre, wie ich es vor einigen Nächten gemacht habe, dass wir das Recht haben, unser Ziel neu zu definieren, unseren Kurs zu ändern und so weiter und so fort, dann hat das damit zu tun, ob es noch immer den Prioritäten entspricht, beziehungsweise ob wir nicht mit der Zeit andere Prioritäten haben und deswegen unseren Kurs ändern möchten. Die Rauhnacht an sich spricht aber auch das Thema des Feuers an, also wirklich Feuer im Sinne von das, was in uns brennt. Ich denke immer an diesen Satz im NLP-Kurs von einem der Kursteilnehmer, der immer gesagt hat, wofür brennst du? Und hier kann man auch sich einmal hinsetzen in aller Ruhe und sich Gedanken machen, ist das jetzt ein Feuer, das ich von mir aus entfacht habe, also eine Leidenschaft, ich setze Leidenschaft zwischen Gänsefüßchen, denn das ist kein sehr positives Wort an sich, eine Richtung, die ich von mir aus eingeschlagen habe, während, was weiß ich, meine Ahnen vielleicht schon seit Generationen den Weg haben und ich möchte was Neues aufbrennen, ich brenne für was ganz anderes, oder ist es etwas, was mir in irgendeiner Form meine Urahnen mir schon mit auf den Weg gegeben haben. Vielleicht ist das nicht unbedingt wissentlich, vielleicht sehen wir das nicht bei unseren Eltern und unseren Großeltern, aber wir wissen ja nicht, ob es nicht vor Hunderten, vor Jahren jemand gab, der sich auch aus diesem, um auf die 8 wieder einzugehen, aus diesem Muster herausgearbeitet hat und sich sein neues Muster aufgesetzt hat. Das heißt, das ist jetzt eigentlich ein sehr guter Augenblick, wenn ihr euch mit den Ahnen befassen möchtet, dann eben darüber nachzudenken im Sinne von, wenn es da irgendwo Ahnen gab, die auch schon sowas mitgemacht haben, dass ihr auch da mit Dankbarkeit dahinter seid und sagt, okay, ist zwar unbekannterweise, außer ihr wisst vielleicht etwas, eben wie gesagt, die Großeltern oder vielleicht haben die Großeltern euch etwas darüber erzählt, aber auch wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass ihr euch klar seid, dass ihr dieses Feuer haben dürft. Ihr dürft dieses Feuer tragen, ihr dürft es an den Nächsten weitergeben. Ihr könnt andere Leute damit inspirieren und ihr müsst nicht auf dieser Schiene laufen. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil das so als Thema aufkam in dem kleinen Minikurs. Das haben wir noch immer so getan. Ihr dürft, wir hatten das Thema ja schon mit dem Kurswechsel, also ihr dürft da auch euer eigenes Feuer in euch tragen und für euch tragen und vielleicht andere Leute damit inspirieren. Das muss nicht die Verwandtschaft sein. Das können andere Leute sein, die davon inspiriert werden. Aber sich bewusst zu sein, dass man kann es erst einmal für sich halten, das ist nicht der Punkt. Aber man hat auch das Recht, ich sag mal,
zu leuchten. Auch wenn Leute rundherum sich damit gestört fühlen, das ist dann deren Problem, sag ich mal so. Solange man da nicht irgendwie arrogant was herausposaunt und man merkt, ihr redet über etwas mit Enthusiasmus, dann ist das euer verdammtes Recht, das so zu machen. Da darf keiner euch davon abhalten. Wenn das für euch passt und ihr merkt gerade, dafür habe ich wirklich die Euphorie, dafür habe ich die absoluten Bock, das zu machen und das will ich jetzt, dann geht dieser Sache mal auf den Grund und schürt dieses Feuer und erstickt es nicht, weil andere Leute herum sich daran gestört fühlen könnten. Ich bin jetzt mal gespannt, was dann die Runen zu dem Feuer zu sagen haben. Entschuldigung, ich jetzt lache. Aber wenn das nicht der Beweis ist, dass es wirklich darum geht, Sovelum, die Rune der Sonne, also stärker kann ein Feuer nicht sein, im Sinne von, ihr habt wirklich das Recht, die Sonne zu sein, eure Sonne zu sein. Ihr habt das Recht, wirklich in dieser Kraft zu brennen und zu lodern und wie gesagt, die anderen müssen ja nicht da stehen, aber wenn das ist, was euch, wo habe ich die jetzt hingeworfen? Okay, die muss ich weiterhin nochmal suchen. Jetzt ist mir meine Sonne abhanden gekommen. Ich glaube es ja nicht. Dann muss ich das jetzt 2 Sekunden so sein lassen. Ich schaue das mit dem nächsten Video. Was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich jetzt wirklich einen Moment aus dem Konzept genommen. Das heißt, wirklich im Sinne von, ihr dürft so strahlen. Okay, und wenn ihr wirklich über was redet, was euch Spaß macht, dann geht ja auch die Sonne auf. Und es gibt auch Leute, die haben schon so eine Laune und kommen rein und die Sonne geht auf und andere fühlen sich daran sehr genervt. Bitte ändert in diesen Dingen, ich sage ja immer, sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn jemand sagt, bleib wie du bist, denn das bedeutet, du darfst dich auch nicht ändern, du darfst dich nicht, aber wenn jemand die Sonne so in seinem Herzen trägt, dann bitte lasst dieses Feuer nicht in euch erlöschen. Was sagt dann das Ganze was sind wir jetzt bei Juli? Und es bleibt bei der Kraft. Das heißt, wir sind weiterhin auf diesem Punkt von wegen, was die Kraft betrifft. Das ist wirklich die Ursprungskraft, das ist Urus. Die steht ja auch mit dem Auerochsen, mit dem Ur in Verbindung. Also, das heißt auch dieser Juli, wenn ihr wirklich mit diesem Feuer da reingeht, dann ist dieser Feuereifer, der wird sich auch, sie ist wieder aufgetaucht. Aha. Wenn ihr da wirklich mit diesem Feuer reingeht, dann wird das ein Feuereifer sein und genau wie so ein Auerochse nicht unbedingt zu stoppen war, werdet ihr auch hier nicht zu stoppen sein. Das heißt, so diese vorherigen Monate, wo es ja langsam begann, die Sache kam ins Rollen, man hatte die Notwendigkeit dazwischen, die vielleicht noch einmal so eine Kursänderung mit reinnimmt, aber jetzt ist die Energie da und es scheint wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Und diese beiden wirklich zusammen ist für mich eine enorme Kraft und auch eine enorme Message im Sinne von, ja, wenn das Feuer in uns drin, wenn das richtig funktioniert, dann kommt das Ganze auch, dann hat man auch den Mut und die Energie, um die Dinge auch umzusetzen und auch in diese Urkraft einzugreifen, um aus dieser Urkraft zu schöpfen, um eben wieder wie vorher mit den verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen Welten, alles läuft miteinander. Die Feuerkraft an sich, also wo hier ja als Sonne dann auch steht, dieses Thema Feuer, ist ja nicht nur etwas auf dieser Ebene, sondern das ist sehr energetisch, das ist sehr eine Schwingung ist das ja und die kann man dann eben halt auch in unserem Leben in einer Art und Weise umsetzen,
damit die Dinge in Bewegung kommen, ob das jetzt was Materielles ist oder eben halt etwas Ideelles, was einen Plan ist, den man umsetzen kann und so weiter und so fort. Also insofern fallen da in meinen Augen zwei sehr gute Runen aufeinander für Juli. Immer im Sinne von, behaltet euch vielleicht späterhin, zum Beispiel für Juli, wenn ihr Urus seht, wenn ihr das jetzt notiert und ihr seht Urus, dass ihr dann sagt, ah ja, das kann aber nur funktionieren, wenn ich wirklich mit vollem Herzen dabei bin. Auch hier ganz kurz über die traditionelle chinesische Medizin. Das Herzzentrum steht mit dem Feuer in Verbindung in der traditionellen chinesischen Medizin. Also mit dem Herzen dabei, da ist Feuer und Flamme, da brennt man dafür. Das ist das, was funktionieren sollte, um dann in diese Verbindung zu kommen. Und um mit dem Feuer in Verbindung zu kommen, in sich drin, steht das auch mit der Sonne in Verbindung, also auch in der traditionellen chinesischen Medizin. Um das ein bisschen, ich sag mal, nicht nur auf Runen und nur, sondern zu zeigen, dass auch da die Welten ineinander greifen in dem Moment. So, dann lege ich die schnell weg, ehe mir die Sonne wieder abhanden kommt. Ich bedanke mich fürs Schauen und bis zur nächsten Rauhnacht.